سلامونه. دلته برلن ښار کې نن داسې یو ځای ته راغلي یو چې دلته به تاسو ته د ساینس او بیا په خاص کر چې کوم دغه نظام روان دی د ستورو د سپوږمۍ او همداسې نور ستوري چې په دا وخت څومره ستوري په دنیا کې ښکاري خلکو ته د هغې په هکله او همداسې دا نظام څنګه لګیا دی روان دی په دې هکله تاسې نن د دغې موزیم نه معلومات خپرو. نو تاسې راسره اوسئ او راځئ چې په ګډه سره یې وګورو. دا وخت په دې ماشین کې موږ د دنیا چې د لایف ګورو دا به د ټایم څلېرویشتم د څلورم د پنځویشتم او دا وګورو. دا چې دا یو سینما غوندې ده او دا سکرین دی چې غوند چت سکرین دی. نو دلته راغلو، دلته موږ نن دغه ګورو چې د برلن په ښار باندې چې کوم ستوري نو هغه وښي د هغې نمایش به وښي. نو دا ټول سیټونه دي، دا خلک را روان دي او دا غوند سکرین دی په چت کې دی، مخامخ په دیوال کې نه دی، غوند چت چې دی دا سکرین دی. شپه جوړه کړه دا ستوري ښکاري. Mal den Bereich hin zeigen. Hier ist der große Wagen. Da muss man da Präsentation rausgehen, die Sto Europa Hackler. Für uns ein, damit wir ihn alle sehen können. Der große Wagen, wir sehen ihn so ein bisschen als so ein Bollerwagen. Dann haben wir hier so zwei Reifen, dann ist hier der Kasten, hier die Deichsel. Andere Kulturen erkennen da ganz andere Dinge drin. Zum Beispiel in Frankreich wird ein Koch nur einige Meter bis an den dickeren Stellen vielleicht so um die 100 Meter dick. Und das bedeutet, ähnlich wie die große Mauer von China, vielleicht haben davon schon mal einige gehört, dass man sie aus dem Weltraum nicht sehen kann, wenn man da direkt von der Kante aus drauf schaut. Wir können ihn nur sehen, wenn wir so ein bisschen einen Winkel dazu haben. Manchmal ist dieser Winkel ein richtig guter, dann kann man ganz, ganz viel davon sehen, dann kann man wirklich große Teile dieses Ringsystems erkennen.
Manchmal allerdings, und das ist für uns Hobbyastronomen immer besonders aufregend, schauen wir direkt von der Kante auf die Saturnringe und dann kann es immer mal passieren, dass sie plötzlich komplett verschwinden, überhaupt nicht direkt nebeneinander lagen, nur zufällig von uns aus gesehen in einer ähnlichen Richtung waren. Und plötzlich ist unser ganzer Sternenhimmel ein großes Gekrakel mit einem Zentrum. Wenn wir weiter rausfliegen, dann wird unser Sternenhimmel zu einem Igel. Der Igel wird immer kleiner und verschwindet dann irgendwann in so einem kleinen Seitenarm einer riesengroßen Balkenspiralgalaxie. Denn das, was für uns so ein großes milchiges Band am Himmel ist, das ist in Wahrheit nicht wirklich bandförmig. Hat in Wahrheit, ähnlich wie unser Sonnensystem, die Form einer riesengroßen Scheibe, wo viele Objekte, in dem Fall jede Menge Sterne, mehrere 100 Milliarden nach allem, was wir wissen, ein noch viel größeres, schwereres Objekt im Zentrum umkreisen. Da, wo es so unglaublich hell ist, hier in der Mitte, da haben wir viele sehr große, sehr massereiche Sterne. Solche Sterne werden nicht besonders alt, nur wenige Milliarden Jahre. Und ganz in der Mitte, da ist das allerschwerste Objekt der Milchstraße. Und jetzt können Sie sehen, ich bin natürlich heute ausschließlich hier, um Ihre Wünsche zu erfüllen. Da finden wir das supermassereiche schwarze Loch Sagittarius A-Stern. Und das wollen wir jetzt mal gemeinsam anfliegen. Das ist Zeitdilatation. Und wenn wir zurückkommen, können tatsächlich viele Jahre vergangen sein. Für uns hat es sich angefühlt, als ob nur eine einzige Stunde vergangen wäre am Ende. Hier sehen wir, nicht das schwarze Loch. Hier sehen wir den Ereignishorizont dieses schwarzen Loches. Der Ereignishorizont, das ist der am weitesten entfernte Ort vom schwarzen Loch, von dem noch irgendetwas entkommen kann. Und ich schlage vor, dass wir es mal wieder hinter uns zurücklassen, nicht, dass wir uns versehentlich hunderte von Jahren in die Zukunft katapultieren. Mehrere Millionen Sonnenmassen hat dieses schwarze Loch, es ist also 4 Millionen Mal so schwer. Aber auch unsere Galaxie ist eine von vielen Galaxien. Wenn wir jetzt weiter rausfliegen, dann tauchen so Punkte auf. Das sind keine Sterne mehr. Jeder dieser Punkte ist tatsächlich ein Platzhalter für eine weitere Galaxie. Jede dieser Galaxien enthält wieder Milliarden von Sternen. Jede hat im Zentrum ein supermassereiches schwarzes Loch. Wir sind schon viel zu weit draußen, um einzelne Sterne zu erkennen, aber leider haben wir nicht von jeder Galaxie ein tolles dreidimensionales Bild. Wir haben aber eine tolle dreidimensionale Karte des bekannten Universums. Alles, was wir schon beobachtet haben, ist hier aufgeführt in dieser dreidimensionalen Karte. Und je weiter wir rausfliegen, jetzt sind wir tatsächlich schon so 1 Milliarde Lichtjahre von zu Hause entfernt, desto mehr Galaxien können wir sehen. In jede Richtung, in die wir geschaut haben, haben wir Milliarden von solchen. Unendlich weit können wir nicht rausfliegen. Irgendwann kommen wir an eine feste Grenze und diese feste Grenze nennen wir den Urknall. Denn wenn wir immer Lichtjahre sagen, dann erinnern wir uns immer daran, das Licht braucht seine Zeit von den Orten, wo es losfliegt, zu uns. Und Raum gibt es für Europe. That hole. Germany రావాలి
wieder angekommen. Unsere Sonne geht langsam auf. Wir können uns strecken und recken, um wieder wirklich hier komplett anzukommen. Wir haben so دغه خو موږ ولید دننه تاسو ته لیدلې بوموي دا د چې کوم دا نظام چلیږي او تاسو ګورئ سپوږمۍ لمر ستوري او الله تعالی چې دا څومره نظام جوړ کړی دی د انسان یې لګیا دی په مختلفو طریقو باندې دا راسپړي چې څه روان دي نو دا هر څه په ساينس کېږي او باید ساينس ته مخه وشي چې کوم ځای کې نور د ژوند امکانات شته نو دا هغه میوزیم دی دا هغه سیمه ده چې دغلته دا د ساينس برخه ده او دلته چې د مختلف پروګرامونه دي او دلته ماشومانو ته او همداسې ځوانانو ته هر رقم خلک راتلی شي او دغه چې کوم ډاکومنټري دي فلمونه دي د هغې نه لیدنه وکړي ډېر کم فیس باندې دی نو په همدې هیله چې انشاءالله یو وخت داسې ځایونه موږ هم په افغانستان کې ولرو او دغسې پرمختللي ریسرچ سنټر د تحقیقات سنټر ولرو انشاءالله